Dankeschön. Danke für die Geduld. Ich versuche langsam zu sprechen, damit es mit der Übersetzung funktioniert, aber ich bin jemand, der sehr schnell spricht. Es wird eine Herausforderung für mich heute Abend. Ich würde Sie gerne am Anfang ein bisschen kennenlernen, bevor Sie mich kennenlernen. Deswegen als allererstes die Frage, wer von Ihnen sich Sorgen macht wegen der Klimakrise? Okay. Und wer war schon mal auf einer Klimademonstration? Sehr cool. Jetzt kenne ich Sie schon ein bisschen. Wer von Ihnen würde sagen, dass er oder sie eine Aktivistin ist? Ja, das ist nämlich immer eine schwierige Frage, wie man sich identifiziert. Vielen Dank. Ich bin Katharina von Bronswijk, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin. Das ist in Deutschland noch einmal eine zusätzliche Ausbildung. Das heißt, ich habe eine Praxis, in der ich Menschen mit psychischen Erkrankungen behandle, in der Nähe von Hamburg. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier in Luxemburg sein darf. Und ich bin bei den Psychologists for Future. Ich bin aber schon länger in der Klimabewegung aktiv, so seit ich 19 war. Das war 2009, kurz vor der Klimakonferenz in Kopenhagen. Und deswegen glaube ich, ein bisschen was darüber sagen zu können, wie man motiviert bleibt als Klimaaktivist, obwohl es ein sehr schwieriges Thema ist. Die Psychologists for Future haben sich 2019 gegründet. Wir sind mittlerweile ein eingetragener Verein in Deutschland, auch als gemeinnützig anerkannt. Das ist ein wichtiger Schritt. Und wir haben ungefähr 1000 aktive Mitglieder. Das heißt Psychologinnen und Psychotherapeutinnen, die sich zusammengetan haben, um unser Wissen für die Klimabewegung bereitzustellen. Das heißt sowas wie heute, dass wir Vorträge machen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse präsentieren. Aber wir haben auch einen Teil der Arbeit, wo wir Aktive aus der Klimabewegung unterstützen, indem wir zum Beispiel Emotional Support anbieten. Okay. Ich habe heute Abend viel mit Ihnen vor, weil es eine große Bandbreite an Themenwünschen gab. Ich hoffe, dass ich die eine Stunde einhalte. Ich glaube nicht, dass ich den Rückstand aufholen kann, den wir jetzt haben. Das tut mir leid. Aber so schnell kann ich auch ich nicht sprechen. Also wir beschäftigen uns erstmal mit der Lücke zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir tun. Wie kommt es eigentlich, dass Menschen so viel wissen und so wenig handeln? Die psychologischen Erklärungen dafür. Dann sage ich ein bisschen was dazu, was Klimakommunikation leisten muss, damit Menschen das Problem ernst nehmen. Sage etwas dazu, wie der Klimawandel unsere psychische Gesundheit beeinträchtigen kann. Kümmere mich um das Buzzword Climate Anxiety oder Klimaangst und ein anderes Buzzword Klimaresilienz. Und dann sage ich noch etwas dazu, wie gesellschaftlicher Wandel eigentlich funktioniert, weil ich glaube, dass es wichtig ist, das zu wissen. Und dieses Zitat, was unten steht, von Bruce Pausen, das ist ein Zitat, was wir sehr gerne nutzen. Climate change is a psychological crisis, whatever else it is. Was, glaube ich, darauf anspielt, dass wir denken, dass die Psychologie ein wichtiger Schlüssel ist, damit wir es schaffen, diese Klimakrise zu lösen. Die Psychologie erklärt das menschliche Verhalten, unser Erleben, die Art, wie wir denken. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, weil der Klimawandel ja auch von Menschen gemacht ist. So, ich habe zur Lücke zwischen Wissen und Handeln habe ich die Drachen der Untätigkeit mitgebracht. Das ist eine Metapher, geprägt von Robert Gifford. Das war ein Sozialpsychologe oder ist ein Sozialpsychologe aus den USA, der sich als Umweltpsychologe damit beschäftigt hat, welche Hürden wir überwinden müssen, damit wir ins Handeln kommen. Und das erste ist unser begrenztes Denkvermögen. Das klingt ein bisschen gemein, aber tatsächlich sind Menschen nicht so rational, wie sie immer denken und gerne wären. Wir sind sehr emotional und wir machen häufiger Denkfehler beim Denken. Unsere Gehirne sind nicht dafür gemacht, so komplexe Probleme zu lösen wie die Klimakrise. Man sagt, der Klimawandel ist ein wicked problem und Menschen sind eigentlich nicht dafür ausgestattet, evolutionär solche Probleme zu lösen. Das eine ist, dass wir verschiedenste Heuristiken benutzen und Biases. Heuristiken sind so Daumenregeln im Denken, also so, dass wir so ein bisschen schätzen, weil es einfach praktisch ist im Alltag, wenn wir nicht alles immer hinterfragen müssen, sondern wenn wir so grob schätzen. Und Biases sind Denkfehler, das ist so etwas wie der Optimism Bias, der Optimismusfehler, das heißt, dass Menschen immer denken, die schlimmen Dinge passieren nicht mir. Also zum Beispiel, wenn wir rauchen, dann denken wir, ja, natürlich macht Rauchen Lungenkrebs,
aber nicht bei mir, nur bei den anderen. Und ungefähr so ist es beim Klimawandel auch. Wir denken, die Klimafolgen, die treffen nur die anderen, aber nicht mich. Und das macht es dann eben schwer, das Problem ernst zu nehmen. Und diese Heuristiken und die Biases nutzen wir vor allen Dingen unter Unsicherheitsbedingungen. Wenn es ganz klare Entscheidungsoptionen gibt mit Pro und Contra, dann können wir gut rational denken. Aber wenn es komplexe Probleme mit vielen Unsicherheitsfaktoren gibt, dann verwenden Menschen häufiger mehr so Bauchentscheidungen, die durch Heuristiken und Biases verzerrt werden. Das nächste ist die Frage von psychischer Nähe oder Distanz. Wir nehmen Probleme dann ernst, wenn sie uns hier, heute und persönlich betreffen. Und die Klimakrise ist einfach sehr weit weg. Es war viele Jahre etwas, was wir mit Eisbären assoziiert haben, die auf einer Scholle sitzen und verhungern, oder mit Pazifikinseln, die in 200 Jahren unter dem Meeresspiegel versinken. Aber es war nicht so das Gefühl, es betrifft mich jetzt, hier und heute. Und das macht eben es schwierig, adäquat auf die Klimakrise zu reagieren, weil wir nicht merken, dass es dringend ist. Wir denken, ja, das hat auch in 2 Wochen noch Zeit. Dann haben wir das Thema Unwissenheit und Abstumpfung. Unwissenheit heißt, es gibt bestimmte Inhalte, die wir einfach noch nicht kennen zum Thema Klimakrise. Viele Leute wissen grob, was das Problem ist, aber sie haben zum Beispiel noch nie von den Kipppunkten im Klimasystem gehört und das macht es dann schwierig. Abstumpfung heißt so eine Apokalypse-Müdigkeit, könnte man sagen. Also, dass wir so das Gefühl haben, ich habe das jetzt schon so oft gehört und ich habe mich schon so oft darüber aufgeregt, ich will mich damit nicht mehr beschäftigen und wir so abstumpfen, wenn wir diese Nachrichten hören. Und dann betrifft es uns nicht mehr so persönlich und dann kommen wir auch nicht ins Handeln. Dann die großen Unsicherheitsfaktoren, wie gesagt, die begünstigen, dass wir mit Heuristiken und Biases die Entscheidungen treffen. Und das nächste Thema ist das Thema Handlungskontrolle und Selbstwirksamkeit. Wenn wir das Gefühl haben, es ist ein großes Problem, aber ich kann nichts tun, dann haben wir wenig Auswege, außer zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Problem nicht mehr, ich verdränge das. Und das ist ein Problem bei der Klimakrise, dass sie einfach so groß ist, dass wir das Gefühl haben, ich kann nichts dagegen tun. Der nächste Drache sind die Ideologien. Das ist mein Lieblingsdrache. Weil unsere Weltanschauung die Art beeinflusst, wie wir Informationen interpretieren. Dazu gehört einerseits das Thema Weltanschauung, also wie interpretiere ich die Welt, wie erkläre ich mir das mit verschiedenen Erklärungsmodellen. Das kann auch der Glaube an übermenschliche Kräfte sein, also dass man so sagt, die Klimakrise ist eine Strafe Gottes und deswegen muss ich da gar nichts gegen tun, weil es ist gerecht, dass es so passiert. Was auch sehr weit verbreitet ist in unserer Gesellschaft, ist der Technikglaube, dass wir denken, ja, es wird eine technische Lösung geben, deswegen muss ich mein Verhalten nicht verändern. Oder die Systemrechtfertigung. Das ist das Thema politische Ideologien. Wenn ich vom Status quo profitiere, dann habe ich wenig Anlass, das verändern zu wollen. Oder es ist tatsächlich so, dass Menschen aus einem bestimmten politischen Spektrum Informationen so interpretieren, dass sie zu ihrer politischen Einstellung passen. Dazu gibt es ein Experiment. Man hat zum Beispiel in den USA Leuten eine Tabelle vorgelegt mit Zahlen dazu, wie ein Waffenverbot die Gewaltauswirkungen beeinflusst. Und Demokraten und Republikaner haben aus dieser Tabelle komplett unterschiedliche Sachen rausgelesen, abhängig davon, was ihre Ideologie war. Also sie haben die gleichen Zahlen unterschiedlich interpretiert und haben sozusagen in ihr Weltbild integriert. Und das zeigt, dass unsere politische Einstellung, die Art, wie wir die Informationen, die wir bekommen, verarbeiten, beeinflusst. Und das ist bei uns allen so, auch bei uns. Aber das kann eben dazu führen, dass ich versuche, Informationen so zu interpretieren, dass sie zu meinem Weltbild passen und deswegen die Klimakrise nicht so ernst nehme. Und dann auch nicht ins Handeln komme. Oder dass ich die Lösungen nicht haben will, die vorgeschlagen werden, weil sie eben nicht in mein Weltbild und in meine politische Einstellung passen. Dann ist es so, dass Menschen soziale Wesen sind und wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, kann das dazu führen, dass wir eben weniger aktiv werden, weil wir gucken, was machen die anderen und wenn die nichts machen, dann mache ich auch nichts. Also wir haben das Thema soziale Vergleiche und soziale Normen. Soziale Normen ist noch ein bisschen höher, also nicht nur der Vergleich, sondern das, was in unserer Gesellschaft als normal gilt. Zum Beispiel, dass wir mit dem Auto fahren. Das ist eine Norm. Wir haben bestimmte Straßen gebaut und die legen uns sozusagen nahe, dass es normal ist, mit dem Auto zu fahren.
Es gibt weniger Infrastruktur für Fahrräder hier in Luxemburg, das habe ich gesehen. Das heißt, hier wird es weniger als die Norm angesehen, Fahrrad zu fahren, als mit dem Auto zu fahren. Und das macht es dann Menschen schwer, ihr Verhalten zu verändern, weil sie denken, wenn ich das mache, bin ich komisch und alle anderen sind weiter normal. Und wir sind nicht gerne komisch. Ja. Und dann das Thema wahrgenommene Ungerechtigkeit. Also wenn ich mich ändere, aber alle anderen nicht, ich schränke mich ein, ich verzichte auf etwas, aber die anderen tun das nicht. Ich fliege vielleicht nicht mehr in die Karibik in den Urlaub, obwohl ich das gerne tun würde, aber mein Nachbar macht das. Das ist unfair. Und wir machen nicht gerne Sachen, die wir unfair finden. Der nächste Drache sind die unumkehrbaren Kosten. Das ist ein bisschen komplizierter, also im Englischen heißt es Sunk Costs, Kosten, die ich versenkt habe. Also etwas, was wir einmal investiert haben, von dem wir dann wollen, dass es sich gelohnt hat. Das kann sein Zeit, aber auch Energie oder Geld. Das heißt, wenn ich mir ein Auto gekauft habe und da Geld reingesteckt habe, dann benutze ich das auch. Oder wenn ich eine bestimmte Gewohnheit aufgebaut habe, also bestimmte Einkaufsverhaltensweisen zum Beispiel, wenn ich Zeit da rein investiert habe, diese Routine aufzubauen, dann fällt es mir schwer, die wieder zu verändern. Also das Thema Gewohnheiten steckt hier mit drin. Und Gamification kann uns helfen, da neue Gewohnheiten aufzubauen. Der nächste Drache heißt Missbilligung. Und da geht es darum, wie ernst ich die Informationen nehme, die aus der Öffentlichkeit und von der Politik und von der Wissenschaft so kommen. Ich weiß nicht, ob man hier auch sagt, Aluhutträger zu Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, aber in Deutschland ist das so eine Metapher für Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben. Also wenn das Vertrauen in die Wissenschaft fehlt, wenn ich sage, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zählen für mich nicht, ich glaube an alternative Fakten, dann glaube ich natürlich auch nicht an die Klimakrise. Und wenn ich sowieso Politiker immer doof finde, dann muss ich auch nicht ernst nehmen, was die sagen. Und das heißt, dann fällt es mir leichter, etwas zu verleugnen und so, sozusagen mich dagegen aufzulehnen. Reaktanz ist auch so ein psychotherapeutischer Fachbegriff. Man kann es vielleicht mit Trotz übersetzen. Also wenn man jetzt sagt, diese Gegenwehr, die man empfindet, wenn die eigene Entscheidungsfreiheit eingegrenzt wird, so warum soll ich mich einschränken, wenn die anderen das nicht tun, oder wenn du sagst, ich soll das nicht machen, dann mache ich das erst recht, so, weil du mir gar nichts zu sagen hast. Also also als unpassend wahrgenommene Maßnahmen werden dann irgendwie abgelehnt, weil man sagt, ich lasse mich hier nicht einschränken. Wichtig ist auch, reine Informationskampagnen helfen bei den Menschen nicht. Was aber helfen kann, das habe ich hier mit diesen Mülleimern angedeutet, ist das Nudging. Das heißt, man muss es Menschen möglichst leicht machen, ihr Verhalten zu verändern. Und in Hamburg gibt es diese Aufkleber auf den Mülleimern. Da stehen dann so lustige Sprüche drauf. Und das heißt nicht, dass ich die Leute zwinge, diesen Mülleimer zu benutzen. Also wir verhindern, dass Reaktanz entsteht. Aber dadurch, dass es lustig ist, also es hat Humor, und dadurch, dass unser Auge darauf trainiert ist, Dinge zu lesen, sehen wir diese Mülleimer besser und dann werden sie auch mehr genutzt. Also das ist eine Möglichkeit, wie man diesen Drachen zähmen kann. Und die wahrgenommenen Risiken beziehen sich auf verschiedene Sachen. Das kann einerseits sein funktionelle Risiken, also sowas wie, es gibt die technische Ausstattung nicht, die ich brauche. Wenn es die Infrastruktur nicht gibt, dann kann ich sie nicht benutzen. Es gibt soziale Risiken, also sowas wie, meine Nachbarn lachen mich aus, wenn ich das mache. Finanzielle Risiken, so ich kann mir das nicht leisten, ich habe das Geld nicht. Oder zeitlich, weiß ich nicht, vielleicht ist der Supermarkt, wo ich ohne Plastik einkaufen kann, am anderen Ende der Stadt und dann schaffe ich es nicht, das in meine Alltagswege einzubauen, da einzukaufen. Also auch diese Hürden sind wichtig. Und der letzte Drache, auch ein, finde ich, sehr sympathischer Drache, das begrenzte Handeln. Menschen sind sehr gut darin, so Alibi-Sachen zu machen. Wenn man in Deutschland die Menschen fragt, was tun sie für die Umwelt, dann sagen sie, ich trenne den Müll. Und dann sage ich immer, ja, das machen wir seit den 80er Jahren. Das hat die Umwelt bisher noch nicht gerettet. Aber es ist so dieses, ich habe meinen Teil dazu beigetragen und jetzt kann ich auch wieder in den Urlaub fliegen. Und das ist natürlich nicht so. Also wir machen gerne so symbolische Handlungen, mit denen wir uns dann gut fühlen, und die großen Baustellen ignorieren wir einfach. Und das Auto hier soll den Rebound-Effekt visualisieren. Rebound-Effekte heißt sowas wie, ich kaufe mir ein Elektroauto
Und statt wie vorher 5.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto zu fahren, fahre ich jetzt 15.000, weil es ja nicht mehr so schlimm ist für die Umwelt. Also da sozusagen dann mehr Energie zu verbrauchen für die Mobilität, als man das vorher getan hat, weil man es vor sich selber rechtfertigen kann. Und Rebound-Effekte können bis zu 30% der Effizienzsteigerung zunichte machen. Also das ist nicht wenig, da muss man sehr gut aufpassen. Es kann aber tatsächlich auch so sein, dass es positive Effekte gibt, wenn man eine Sache erfolgreich gemacht hat, dass man dann sich auch traut, den nächsten größeren Schritt zu machen. Also es ist nicht immer so, dass Menschen begrenzt handeln. Manchmal ist es auch ein Türöffner dafür, dass wir uns mehr zutrauen. Aber da muss man dann eben gut hinterher sein und ja, auf sich selber aufpassen. Das genau, nennt man Tokenism, dieses ich tue etwas und fühle mich dann zufrieden. Und das Single Action Bias ist auch, ich mache eine einzelne Handlung und dann ist die Dringlichkeit weg. Rebound-Effekt, da habe ich gerade schon gesagt. Genau, also das sind die Drachen der Untätigkeit, die psychologischen Hürden, die wir haben, damit wir ins Handeln kommen. Mir ist aber wichtig, noch eine Sache zu benennen. Und zwar, dass es auch noch nicht nur eine Lücke zwischen dem gibt, von dem wir wissen, dass wir es tun müssen, und dem, was wir tatsächlich tun, sondern es gibt auch eine zweite Lücke, das ist die Behavior Impact Gap, also die Lücke zwischen dem, was wir tun können, den Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, und dem Impact, die diese Handlungsmöglichkeiten haben, also die Wirksamkeit. Und es ist einfach so, dass wir in einem System leben, was uns aktuell noch nicht ermöglicht, klimaneutral zu leben. Selbst wenn wir alles perfekt machen, gibt es einfach Grenzen, unter die wir nicht kommen beim CO2-Fußabdruck. Und deswegen brauchen wir auch eine Veränderung im politischen System und in der Infrastruktur, damit wir alles richtig machen können. Und das ist jetzt nichts Psychologisches, aber es ist mir trotzdem wichtig, das nochmal zu benennen, weil Psychologen gerne vorgeworfen wird, dass wir alles psychologisch interpretieren. Tun wir oft auch, aber deswegen war mir das nochmal wichtig. Also was wir tun können, um diese Drachen noch weiter zu zähmen, ist erstmal individuell sich selber zu informieren über das Problem und zu versuchen, das möglichst rational zu sehen, vielleicht auch mit Leuten aus verschiedenen politischen Richtungen zu sprechen, damit man verschiedene Interpretationsweisen kennenlernt und so das eigene Mindset erweitern kann. Man kann Vorbild sein für das positive Verhalten, das verändert soziale Normen, also dieses ich bin kein Einzelgänger mehr, sondern plötzlich machen 10 Nachbarn das und dann ist der eine, der es nicht macht, der Komische. Wir können über das Thema sprechen, weil wir viel zu wenig über die Klimakrise sprechen. Es ist ein bisschen ein Stimmungskiller, über das Thema zu reden. Aber eigentlich macht ein Großteil der Menschen sich Sorgen wegen des Klimas. Das heißt, wir können uns sicher sein, wir sind nicht alleine damit. Und es tut häufig gut, mit anderen darüber zu sprechen. Und wir können versuchen, uns für eine andere Politik einzusetzen, die die Rahmenbedingungen schafft, in denen wir klimaneutral leben können, in denen wir politisch aktiv werden. PolitikerInnen sollten ihre Entscheidungen auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen. Ich weiß, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Weil auch die natürlich diese Denkfehler haben, die ich am Anfang genannt habe. Es wäre gut, wenn es mehr bürgerliche Beteiligung gäbe, wo Menschen mitbestimmen können und sagen können, was sie sich wünschen und was sie brauchen. Das Nudging habe ich schon genannt, das ist das mit den Mülleimern, wo man Leuten das umweltfreundliche Verhalten möglichst einfach macht und dass man auch nachhaltige Produkte kaufen kann. Dann natürlich politisch, dass Subventionen abgeschafft werden, die schädlich sind und bestimmte Dinge gefördert werden, die eben gut sind und immer auch Menschen sozial abzusichern, weil diejenigen, die nicht so viel Geld haben, sich häufig die positiven Lösungen, die das Elektroauto oder die Solaranlage auf dem Dach nicht leisten können. Und das ist etwas, was wir politisch lösen müssen. Dann ist ganz wichtig, sich gegen die Verschwörungserzählungen im Netz zu äußern, auch gegen den Hass im Netz zu äußern, weil das was ist, was unsere Gesellschaft entzweit. Ich glaube, es ist wichtig, das Problem tatsächlich zu benennen, aber immer auch die Lösungen mit zu kommunizieren, damit man nicht da steht und denkt, oh, ich kann gar nichts tun. Und genau, also die sozialen Normen sichtbar machen, indem man eben Vorbildverhalten zeigt und Leute in ihrer grünen Identität anspricht. Also sagt, du als Grünwähler müsstest doch das und das gut finden oder ich weiß doch, du warst letztens auf der Klimademo, lass uns doch das und das zusammen machen. Also wenn man so die Menschen bei ihren Werten berührt. So, das hat aber auch mit Klimakommunikation zu tun. Deswegen komme ich jetzt zur Klimakommunikation, aber nur ganz kurz, also Klimakommunikation in a nutshell.
Das hier ist ein Modell aus der Umweltpsychologie, in dem man umweltrelevantes Verhalten erklärt. Es gibt ungefähr 50.000 solche Modelle, aber ich finde bei diesem Modell besonders gut, auch wenn es schon aus den 80ern ist, dass man sieht, dass es keine direkte Verbindung gibt zwischen dem Umweltwissen und dem Umwelthandeln. Das ist etwas, was wir jahrelang in der Umweltbewegung falsch gemacht haben, dass wir gedacht haben, wenn wir den Leuten nur sagen, was schief läuft, dann werden sie was tun. Nein, sie tun nur was, wenn diese Information auf einen Nährboden fällt. Wenn es Werte gibt wie Umwelt oder Natur, die den Menschen wichtig sind, weswegen diese Information für sie relevant ist. Wenn mir der Urwald egal ist, dann ist es mir auch egal, wenn er abgeholzt wird. Und deswegen ist diese Basis total wichtig, wenn man mit den Leuten redet, dass man herausfindet, was sind deine Werte, weswegen ist dieses Thema für dich wichtig. Nicht, warum ist das Thema für mich wichtig und ich versuche dich mit meinen Argumenten und meinen Gründen zu überzeugen, sondern ich versuche mit dir gemeinsam herauszufinden, was dein Grund ist, weswegen das Thema für dich wichtig ist. Und das Gute und auch Schlechte an der Klimakrise ist ja, dass sie so komplex ist, dass wir alle irgendeinen Grund haben. So. Zum Thema umweltrelevantes Verhalten ist erstmal wichtig, dass wir gucken, was kann ich tun und das als Gewohnheit aufbauen. Gewohnheiten aufbauen funktioniert, also das ist jetzt das Action Planning, was hier steht, Handlungsplanung, was kann ich tun, wie kann ich das umsetzen und dann ganz oft wiederholen. Wir müssen Dinge wiederholen, sonst bauen wir keine neue Gewohnheit auf. Und vielleicht auch ein bisschen Erfolge feiern, wenn man es geschafft hat, sich stolz sein und sich darüber freuen. Und Coping Planning heißt, dass ich die Schwierigkeiten mit einplane. Also, dass ich mich vorher frage, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber was ist, wenn es regnet? Da muss man sich eine Regenhose kaufen oder entscheiden, okay, ich fahre mit der Bahn. Aber also man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, welche Hürden kann es geben und das vorher schon, so wenn dann, mäßig überlegt haben. Das vereinfacht dann die Veränderung des umweltrelevanten Verhaltens. Und da können wir in der Klimakommunikation auch darauf achten, dass wir Hürden vorwegnehmen und Leuten sagen, was potenzielle Lösungen dafür sind. Beim umweltrelevanten Wissen ist häufig für Menschen relevanter, wenn sie lokale Folgen sehen, also nicht die Pazifikinsel in 200 Jahren, psychische Nähe und Distanz, sondern wenn wir sagen, jetzt hier konkret in Luxemburg ist das die Klimafolge, die du erwarten kannst. Und wir haben schon welche. Also Dürren zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es hier war diesen Sommer, aber es war, glaube ich, in ganz Europa ziemlich trocken. Dass man eben sagt, das ist die Folge, die dich betroffen hat. Deswegen ist es relevant. Auch wenn wir alle sagen, es wäre moralisch wichtig, dass die Menschen im globalen Süden für uns ausreichende Motivation sind, aber leider ist das nicht so psychologisch gut erklärbar. Genau, wenn es um die umweltbezogenen Werte geht, muss man sich auch ein bisschen fragen, bin ich die richtige Botschafterin für diese Message bei der Zielgruppe, mit der ich sprechen will. Ich bin jetzt eine progressive Aktivistin, ich bin vielleicht nicht die richtige Botschafterin für rechtspopulistische Leute. Da muss dann jemand anders mit denen reden, bei mir hören die nicht zu. Aber es gibt bestimmt andere Leute, denen die zuhören würden. Dann muss man gucken, was sind unsere gemeinsamen Werte, auf die kann man sich beziehen oder eben gucken, was sind deine Werte, weswegen ist es für dich wichtig. Und zu gucken, welche Worte benutze ich und passt das in die Denkmuster von der Person. Also das gleiche Wort kann für zwei Menschen ganz unterschiedliche Dinge bedeuten, weil, jetzt überlege ich, wie gut ich das Concept Framing erklären kann in kurz, wir alle unser sprachliches Denken durch die Erfahrungen aufbauen. Jedes Gehirn ist anders, weil das individuell geprägt wird durch die Lebenserfahrungen, die wir machen und deswegen hängen unterschiedliche Erinnerungen zum Beispiel mit einem Begriff zusammen. Wenn ich an Klimakrise denke, dann denke ich an die Katastrophen, aber ich denke auch an ganz viele tolle Erfahrungen, die ich mit anderen Leuten gemacht habe auf Demonstrationen und ich denke an die psychische Gesundheit und für andere Leute ist der Frame Klimakrise nur, da sind irgendwelche hysterischen, pubertären Leute, die auf der Straße sind. Also da muss man so ein bisschen gucken, welche Worte sind die richtigen für die Zielgruppe, mit der ich spreche. Also vielleicht nochmal zum Framing. Wenn man mit konservativen Politikern spricht, ist denen Stabilität ganz wichtig. Zumindest in Deutschland finden die wirtschaftliche Stabilität immer ganz wichtig. Dann würde ich im Gespräch mit einem CDU-Politiker vielleicht eher sagen, also mit einem konservativen Politiker, ist es wichtig für die wirtschaftliche Stabilität, dass wir die Klimakrise bekämpfen. Und mit einem linken Politiker würde ich sagen, ist es für die globale Gerechtigkeit ganz wichtig, dass wir die Klimakrise bekämpfen, weil denen unterschiedliche Dinge wichtig sind und das eben auch entsprechende Frames beinhaltet.
So, was das Thema Handlungsmöglichkeiten angeht, ist wichtig zu zeigen, wie man ins Handeln kommen kann. Also welche Handlungsmöglichkeiten habe ich und dass wir nicht Opfer von Klimakrisenereignissen als passive Opfer zeigen, sondern als jemand, der es schafft, dagegen anzugehen, um den Menschen auch Hoffnung zu machen, dass sie was tun können. Genau, konkrete Handlungsoptionen habe ich schon gesagt. Und wir müssen auch darüber sprechen, welche Wirksamkeit bestimmte Maßnahmen haben. Weil, um den Alibi-Handlungen vorzubeugen, wir eben gucken sollten, was sind die großen Veränderungshebel, die wir haben. Also zum Beispiel verzichten in Deutschland sehr viele Menschen auf Plastik. Das hat aber nicht so einen großen Klimaeffekt. Es hätte einen viel größeren Klimaeffekt, wenn sie aufs Fliegen verzichten und wenn sie weniger Fleisch essen. Aber das wissen viele Leute nicht, weil sie nicht einschätzen können, was bringt denn wie viel. Und deswegen müssen wir das dazu sagen. Und wir sollten diverse Ursachen für die Klimakrise benennen, weil Leute sagen können, wenn man nur die Autofahrer kritisiert, kann man sagen, ja okay, ich fahre nicht Auto, also mache ich ja alles richtig. Man muss irgendwie sagen, okay, Autofahren, Fleisch essen, Fliegen, alle diese verschiedenen Sachen sind wichtig und dann kann man sagen, okay, Mist, das mache ich auch. Und wir sollten die Fortschritte zeigen, um den Leuten weiter Hoffnung zu machen, damit sie auch sehen, es passiert schon was, weil sonst haben wir das Gefühl, es ist ein riesiges Problem und ich mache eine kleine Sache, aber die löst das Problem nicht. Und wenn wir aber sehen, okay, diese Fortschritte gibt es schon in der Politik oder in der Wirtschaft und dazu hast du beigetragen, indem du dieses und jenes gemacht hast, dann hilft uns das, mehr daran zu glauben, dass wir es schaffen können. Und wir brauchen tatsächlich auch eine Richtung, wo wir hinwollen. Ich sage immer, es gibt eine Metapher in einer Therapierichtung, die geht so: Stellen Sie sich vor, Sie steigen in ein Taxi und Sie sagen zu dem Fahrer, fahren Sie mich nicht zum Hauptbahnhof. Wo wollen Sie denn hin? Das ist ungefähr das, was wir mit der Klimakommunikation häufig machen, dass wir sagen, wo wir nicht hinwollen, was wir nicht haben wollen. Und nicht kann das menschliche Gehirn super schlecht denken, aber wir haben auch keine Bilder von der Alternative im Kopf und wir müssen ja irgendwie wissen, wo wir hinwollen. Also was sind unsere Träume, was sind unsere Visionen, was sind die Ziele, die wir erreichen wollen im Positiven, nicht das, was wir nicht haben wollen. Also dafür müssen wir viel mehr darüber sprechen, auch was die positiven Folgen der gesellschaftlichen Veränderung sind, die wir erreichen wollen. So, Themenwechsel, ein harter Themenwechsel. Wir sprechen jetzt über den Klimawandel als Faktor für die psychische Gesundheit. In der Psychologie und in der Medizin erklärt man sich die menschliche Gesundheit mit einem Faktorenmodell mit vielen verschiedenen Faktoren, die dazu beitragen. Das eine sind biologische Faktoren wie die Genetik oder die Viren und Bakterien. Das haben wir jetzt alle mitbekommen mit Covid, dass Viren wichtig sind. Und Verletzungen, also wie zum Beispiel einen Unfall. Dann gibt es soziale Faktoren, wie unsere Lebensverhältnisse, wie viel Geld wir so haben, wie gebildet wir sind. Das beeinflusst auch, wie wir erstens, was wir uns an Gesundheitsversorgung leisten können, auch wie gute Nahrungsmittel wir uns leisten können, also welchen Lebensstandard wir uns leisten können. Und es beeinflusst auch, wie viel wir über Gesundheit wissen, je nachdem, wie wir gebildet sind. Und soziale Beziehungen sind natürlich auch wichtig für unsere Gesundheit. Es ist so, dass Menschen, die verheiratet sind, im Durchschnitt länger leben. Außer sie haben eine schlechte Beziehung mit einem Psychopathen, dann leben sie nicht so lange. Aber also unsere Beziehungen haben einen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit und auf unsere körperliche Gesundheit. Und unsere Psyche natürlich auch. Also die Art, wie wir denken, unsere Einstellung zum Leben, die Gefühle, die wir haben und auch wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Also ich würde nicht empfehlen, Gefühle mit Alkohol zu betäuben. Das ist langfristig nicht so gesund. Und auch die Art, wie wir uns verhalten. Also fahre ich Fahrrad oder fahre ich Auto. Ist sowohl fürs Klima relevant als auch für die Gesundheit. Das heißt, in der Medizin und in der Psychologie verstehen wir den Menschen als eine körperlich-seelische Einheit, die in einen Lebenskontext eingebettet ist. Und dieser Lebenskontext in der Klimakrise sieht so aus. Wir haben Extremwetterereignisse, die traumatisierend sein können, die uns auch umbringen können. Wir haben extreme Hitze, die einen Hitzetod verursachen kann, aber die auch psychische Erkrankungen verstärkt. Es ist zum Beispiel so, dass Demenzen zunehmen unter Hitze oder bipolare Erkrankungen, also manisch-depressive Erkrankungen, treten häufiger auf unter Hitze. Nach extremen Hitzetagen ist die Suizidrate erhöht und Menschen sind aggressiver in Hitze. Also die Kriminalitätsrate steigt tatsächlich in Hitzeepisoden.
Und das macht natürlich auch was mit dem menschlichen Zusammenleben, wenn wir aggressiver sind. Der Einfluss von Luftverschmutzung wird schlimmer und auch Allergien werden stärker werden unter der Klimakrise, weil zum Beispiel die Pollensaison länger ist. Also Pflanzen blühen früher und blühen länger und dadurch haben wir mehr Allergene in der Luft, die dann dazu führen können, dass wir zum Beispiel Asthma bekommen. Und wir haben eine Verschiebung von Krankheitsvektoren. Das heißt, dass so typische Tropenkrankheiten, die wir sonst nur aus den Tropenregionen kannten, auch in unsere Breitengrade kommen. Westnilfieber zum Beispiel, klingt nach Ägypten, kommt auch aus Ägypten, gibt es aber mittlerweile auch in Hamburg. Weil die Mücken, die diese Krankheiten übertragen, jetzt die entsprechende Temperatur auch in Hamburg erleben, sodass sie da wohnen können. Und dann stecken sie uns natürlich auch an. Das heißt, wir müssen unsere medizinische Versorgung darauf anpassen, dass wir ganz neue Krankheiten haben, die wir vorher nicht kannten und die auch noch nicht so gut erforscht sind, weil wir die Menschen im globalen Süden bisher immer ignoriert haben mit ihren Krankheiten. Und wir haben natürlich die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung und auf das Wasser, auf die Dürren. Das kann zu Mangelernährung führen, die auch wiederum zum Beispiel bei Kindern dazu führt, dass das Gehirn sich schlechter entwickelt. Auch das hat dann wieder psychische Auswirkungen. Und alles das ist natürlich auch belastend. Also wenn man mit diesen Lebensqualitätseinbußen leben muss, dann geht es einem einfach nicht so gut. Das muss man psychisch verarbeiten. Und dann haben wir das ganze Thema klimawandelbedingte Migration. Wenn Menschen nicht mehr genug zu essen haben, nicht mehr genug Wasser haben, dann müssen sie sich ein neues Zuhause suchen. Und ich weiß nicht, wie es in Luxemburg war, aber 2015, als die Geflüchteten aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, hatten wir riesige politische Probleme, weil die Rechten sehr stark geworden sind und die Politik viel populistischer geworden ist. Und das ist auch so geblieben, also die Fremdenfeindlichkeit hat zugenommen. Und ich habe mich immer gefragt, was heißt es für unsere Gesellschaft, wenn nicht 1 Million Leute kommen, sondern 500 Millionen? Und ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie wir reagieren werden, wenn wir den Platz plötzlich teilen müssen und die knapper werdenden Ressourcen, also das Essen und das Trinken teilen müssen mit diesen Leuten, weil wir weniger davon haben, aber genauso viele Menschen. Und ich finde das ziemlich gruselig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wenn Sie das hören, aber ich finde das ziemlich gruselig. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, hat es auch Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Depressionsraten nehmen zu, Angsterkrankungen werden häufiger, Stress nimmt zu, das hat dann wieder Auswirkungen auf soziale Beziehungen. Es gibt Trauerthemen, also die Verarbeitung der Situation, in der wir gerade sind. Wenn man umziehen muss, auch die Frage, wie kann ich eine neue Heimat finden, wenn ich meinen Beruf wechseln muss, weil ich vorher vielleicht in der Kohlelobby gearbeitet habe und es gibt keine Kohlekraftwerke mehr, dann muss ich mir eine neue Identität aufbauen. Also es gibt viele große Themen von psychischer Gesundheit, die da mit drin sind und besonders vulnerable Gruppen, also einfach Menschen, die schlechter geschützt sind vor den Klimafolgen. Das sind natürlich immer die Schwächsten der Gesellschaft, also Kinder, Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund. Und da sind ganz viele Ungerechtigkeiten drin, die wir sowieso schon haben, aber die in der Klimakrise verstärkt auftreten. Und das hat auch wieder Konfliktpotenzial für die Gesellschaft. Das heißt, wahrscheinlich werden wir in einer Gesellschaft mit mehr Feindseligkeit leben, mit weniger gesellschaftlichem Zusammenhalt. Und dann ist die Frage, wie wir das gut abfangen können. Und dafür gibt es eine ganze Menge neuer Wörter. Eco-Anxiety, Ecological Grief, Ecological Depression, Solastalgia. Solastalgia ist eine Wortneuschöpfung. Im Deutschen nennt man das Solastalgie. Das setzt sich zusammen aus Solace, Englisch Trost, und Nostalgia, Nostalgie. Also die Nostalgie nach einem Ort des Trostes, der verloren geht. Ich sage immer, es ist wie Heimweh nach der Heimat, die verloren geht. Man ist zwar noch am selben Ort, aber der Ort verändert sich und das, womit wir Trost gefunden haben, ist nicht mehr da. Also zum Beispiel, wenn ich in den Wald gehe, in dem ich als Kind gespielt habe, dann ist er im August schon braun, weil er so trocken geworden ist und der Wald stirbt und das macht mich traurig. Das ist Solastalgie. Das ist etwas, was wir erforscht haben, erstmal an den Inuit, die in der Arktis leben und für die das Meereis, das arktische Eis, ein ganz wichtiger kultureller Faktor ist. Und es gab ein Zitat in einer Studie, was ich sehr bewegend fand, wo jemand gesagt hat, wir sind Menschen des Meereises. Wenn es das Meereis nicht mehr gibt, wer sind wir dann? Auch das ist Solastalgie. Also diese kulturellen Aspekte, die verloren gehen, die Identitätsaspekte, die verloren gehen, wenn der Ort, wo wir wohnen, sich verändert. Ich erkläre jetzt nicht alle diese Begriffe, aber ich glaube, es ist wichtig,
Wörter für das zu haben, was man erlebt, damit man mit anderen Menschen darüber sprechen kann, damit man sein Leid teilen kann. Und das klingt jetzt alles sehr dramatisch, aber es sind keine Diagnosen. Wenn man ins ICD guckt oder ins DSM, das sind die Diagnosekataloge, dann wird man diese Diagnosen da nicht finden. Um das einmal ganz deutlich zu sagen, Emotionen sind keine psychische Erkrankung. Das ist ganz normal, dass wir Gefühle haben. Das ist bei allen Menschen so. Dementsprechend, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Frage, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Wenn man zum Beispiel Gefühle mit Alkohol betäubt oder darüber, dass man sich immer mit Netflix-Serien ablenkt oder exzessiv einkaufen geht, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so gesund. Oder Workaholics, die das dann wegarbeiten. Was sozusagen schief geht, ist nicht die Emotionen, die wir haben, sondern was schief geht, ist das hier. Die 10% reichsten Menschen auf diesem Planeten verursachen ungefähr 50% der Emissionen. Wir haben eine riesige Verteilungsungerechtigkeit und die ärmsten 50% der Weltbevölkerung verursachen nur 10%. Das heißt, es geht um Ungerechtigkeit. Das hier sind auf der linken Seite die historischen Emissionen aufsummiert. Die USA sind ganz vorne, aber auch Deutschland kommt da nicht so gut weg. Mal genau gucken. Luxemburg sieht man da nicht so gut. Ist besser so. Ist vielleicht besser so, ja. Aber man sieht, die geografischen Auswirkungen sind genau andersrum. Also diejenigen, die am wenigsten zum Problem beigetragen haben, sind diejenigen, die am Ende am meisten darunter leiden. Das ist Klimaungerechtigkeit und deswegen ist es wichtig, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen und nicht nur für einen technologischen Fortschritt, der CO2-Emissionen reduziert, weil wir hier eine moralische Verantwortung haben. Und das ist etwas, was wir unter dem Begriff Intersektionalität diskutieren. Intersection ist eine Kreuzung, also hier treffen sich verschiedene Pfade der Marginalisierung, also Benachteiligungspfade könnte man sagen. Und die Kombination von beidem ist dann mehr als die einzelnen Probleme. Also zum Beispiel, dass Frauen im globalen Süden einfach ärmer sind, schlechter gebildet sind, schlechtere Gesundheitsversorgung haben und stärker unter den Klimafolgen leiden müssen. Und das alles zusammen ist schlimmer als nur eine Frau zu sein oder nur arm zu sein in Bezug auf die Klimakrise. Also diese Probleme hängen alle miteinander zusammen und es ergeben sich dann weitere große Effekte, denen wir irgendwie begegnen müssen. Und wenn ich gefragt werden müsste, welche Diagnose ich verteilen müsste, wäre das nicht Climate Anxiety, sondern das hier, Egoismus. Wir Menschen sehen uns nicht mehr als Teil des Ökosystems. Wir haben irgendwie vergessen, dass wir eingebettet sind. Und ja, beim aktiven Coping und der Selbstregulation geht es darum, wie gut kümmere ich mich um meine Bedürfnisse. Also wenn ich aktiv bin, wenn ich als Aktivistin mich für Klimaschutz einsetze, dann macht das Selbstwirksamkeit, es fördert vielleicht einen gesunden Aktivismus, es gibt mir auch einen Sinn, aber wenn ich mich ins Burnout arbeite, dann hat es auch nicht so viel gebracht. Das heißt, es geht auch darum, sich zu erholen. Wichtig ist auch, dass wir Pläne für den Notfall haben. In Deutschland bei der großen Überflutung letztes Jahr war ein Problem, dass Menschen nicht wussten, was man tut, wenn eine Überschwemmung kommt. Die haben das nicht ernst genommen, weil sie erstens dachten, naja, so schlimm wird es schon nicht werden. Das war ein Problem. Und das andere war, dass sie gar nicht wussten, wo sie hin sollen. Weil wir nicht mehr wissen, wie Krise funktioniert. Zum Glück, weil wir so lange in krisenfreien und in Friedenszeiten gelebt haben. Aber wir müssen wieder lernen, wie funktioniert Katastrophe. Was macht man dann? Was packe ich ein? Wer nimmt den Hund mit? Und dass man Schokolade dabei hat, weil es gut ist für die Seele. Und wir brauchen gute soziale Beziehungen, das habe ich vorher schon gesagt. Also seine Nachbarn wieder kennenlernen. Das ist zum Beispiel eine wichtige Maßnahme, guten Kontakt zur Familie zu halten, Freundschaften zu pflegen und im besten Fall Kontakt zur eigenen Kultur, gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund auch die Verbindung zur Ursprungskultur zu halten, weil das eben das ist, was uns diesen kulturellen Rückhalt gibt. Und als Gesellschaft gibt es verschiedene Phasen, wie wir auf Krisenereignisse reagieren. Das ist jetzt ein Modell, was entwickelt wurde mit soziologischem Hintergrundwissen zur Corona-Pandemie. Also es gibt ein Impact-Event, ein Extremwetterereignis oder einen Virusausbruch. Und dann gibt es verschiedene Phasen, wie wir auf gesellschaftlicher Ebene darauf reagieren. Und die ersten zwei Phasen sind wunderschön. Es gibt die heroische Phase, die Heldenphase und die Honeymoon-Phase, also die Flitterwochen der Krise, wo wir alle zusammenwachsen, weil wir denken, wir sind zusammen in dieser Krise. Also wir verstehen uns wieder als eine Gemeinschaft, die zusammen diese Krise bewältigen muss und dann helfen Menschen sich gegenseitig.
Wenn wir dann in der Disorientation-Phase, die danach kommt, der Disillusionment, also der Desillusionierungsphase danach feststellen, wir sind doch nicht alle eins, dann bröckelt das wieder. Also in der Corona-Pandemie war das dann sowas wie, dass wir eine Pflicht hatten, Masken zu tragen und manche Leute tragen die halt unter der Nase. Und dann stellt man so fest, okay, es gibt Leute, die sind nicht so ernst wie ich. Oder die sich impfen lassen und die sich nicht impfen lassen. Also man merkt dann so, es gibt auch Unterschiede. Wir sind nicht eine Gruppe, die sich alle lieb haben, sondern es gibt doch Unterschiede. Und dann gibt es so eine Aushandlungsphase in der Gesellschaft, wo man versucht, irgendwie herauszufinden, okay, wer gehört jetzt zu wem, wer unterstützt wen, wo wollen wir eigentlich hin, was sind unsere Ziele, wo dann so diese erste Begeisterung verloren geht. Also wo wir nicht mehr auf dem Balkon stehen und klatschen für die Leute, die im Krankenhaus arbeiten. Und dann gibt es im besten Fall aber die Entwicklung eines neuen Mindsets. Also dass wir was aus der Krise gelernt haben im Sinne von Overperforming der Resilienz, sind wir nachher stärker als vorher. Und in der Corona-Pandemie kann das sowas sein, wie dass Menschen hinterfragt haben, wie viel sie eigentlich wirklich brauchen, um glücklich zu sein. Also das haben auch viele Leute erzählt, dass sie gemerkt haben, es hat ihnen gar nicht so sehr gefehlt, shoppen zu gehen, sondern es hat ihnen vor allen Dingen gefehlt, ihre Freunde zu treffen. Und dass der Wert von sozialen Beziehungen ihnen viel bewusster geworden ist. Also das sind so Möglichkeiten, wo wir auch an einer Krise als Gesellschaft lernen können und vorher festgelegte Denkmuster aufbrechen und wir sie verändern können. Und da können natürlich auch wir in der Kommunikation und als Organisationen auf eine bestimmte Interpretation hinwirken mit dem, was wir erzählen und wie wir arbeiten. Wo sind wir denn beim Klima? Also ich glaube, das Problem beim Klima ist, dass es nicht so ein eindeutiges Impact-Ereignis gibt, sondern immer wieder und über lange Zeiträume sich entfaltende Impact-Ereignisse. Aber bei so Extremwetterereignissen, wie jetzt zum Beispiel der Überflutung im Ahrtal, kann man schon sehen, dass Leute die Klimakrise jetzt ernster nehmen. Oder durch die Waldbrände, die es jetzt dieses Jahr in Europa gab und auch in den Jahren vorher. Dass ja, dieses Denken von, das betrifft uns nicht, halt aufgebrochen ist. Und dass es ja vielleicht am Anfang auch ganz viel Spendenbereitschaft gibt für die Leute, die von der Flut betroffen waren. Also das ist so diese Honeymoon-Phase. Und viele Leute im betroffenen Gebiet im Ahrtal haben auch gesagt, dass sie Angst haben, dass in dieser Desillusionierungsphase, dass sie vergessen werden und dass die Spenden nicht mehr kommen, obwohl sie es immer noch brauchen würden und dass die Politik sie vergisst und dass sie ihre Häuser gar nicht wieder aufgebaut bekommen. Also das hat man da dann schon gesehen. Aber das ist dann eher was man auf einzelne extreme Ereignisse anwenden kann und nicht auf die Klimakrise an sich. Aber das heißt, diese Ereignisse sind auch immer eine Chance, dass wir neues Denken lernen können. Und deswegen ist es gut, also auch nicht gut, aber auch irgendwie gut, dass diese Ereignisse jetzt häufiger kommen. Weil diese Disruption halt unsere Routinen unterbricht und wir dann neues Denken lernen können. In Bezug auf die Klimakrise ist mir noch wichtig, wir müssen lernen, nicht nur individuell besser damit umzugehen, sondern auch als Gesellschaft besser damit umzugehen. Wir müssen lernen, einerseits auf die Klimafolgen zu reagieren und uns da besser anzupassen, da resilient zu werden. Und wir müssen auch in Bezug auf die Transformation resilient sein, weil auch eine Gesellschaft zu transformieren nicht einfach ist und auch da Schwierigkeiten sind, die viel zu selten benannt werden. Also wir müssen auch da gucken, okay, es ist nicht immer alles schön in der Transformation einer Gesellschaft und das ernst nehmen. Kollektiv heißt das sowas wie Menschen finanziell absichern, damit es nicht entlang der finanziellen Nöte sich die Gesellschaft sozusagen aufspaltet. Städteplanung mit Grünflächen ist nicht nur gut fürs Klima, weil Bäume Hitze, Staue verhindern und dadurch Städte kälter werden, sondern wenn wir mehr Grünflächen haben, dann treffen sich Menschen auch mehr. Man begegnet sich eher. Kinder spielen da und die Eltern unterhalten sich. Das ist jetzt was ich in Luxemburg nicht erzählen muss. Sie haben so viele schöne grüne Flächen, aber in Deutschland ist das nicht so. Wir können Nachbarschaftsstrukturen stärken, ehrenamtliche Strukturen stärken, wo Menschen sich gegenseitig helfen, also auch da soziale Unterstützung erleichtern, Menschen auf der politischen Ebene mehr die Möglichkeit geben, mitzubestimmen, also im Sinne von Partizipation. Ich weiß, der Klimagrad hier in Luxemburg ist nicht so das beste Beispiel, weil er nicht repräsentativ ist für die Bevölkerung, aber sonst würde ich sagen, diese Art von Mitbestimmung, wo Menschen sagen können, was sie sich wünschen, ist eigentlich total gut, weil wir dann davon wegkommen, immer nur an unserem CO2-Fußabdruck zu arbeiten, sondern auch politisch einen Einfluss haben können. Und das ist wichtig. Und wir brauchen eine gute Krisenkommunikation.
Und der oberste Punkt ist jetzt mehr was für die Gesundheitsberufe. Wir müssen darüber sprechen, was das für diese Gesundheitsversorgung heißt. Ich habe ja am Anfang diese ganzen Klimafolgen gezeigt für die körperliche und psychische Gesundheit. Und die Gesundheitssysteme sind jetzt zum Teil schon überlastet. Und deswegen müssen wir darüber sprechen, wie können wir ein Gesundheitssystem bauen, das diese Folgen mit abfangen kann. So, Endspurt. Ich bin gleich fertig. Noch was zum Thema systemischer Wandel. Es sind, glaube ich, nur 3 Folien. Also durchhalten. Erstmal ist sozusagen wichtig zu wissen, wie gesellschaftlicher Wandel funktioniert, damit man für sich selber finden kann, wo ist der Hebel, wo ich ansetzen will, damit ich was verändern kann, wenn ich nicht nur an meinem eigenen Konsumverhalten arbeiten will. In den gesellschaftlichen Nischen, das sind die grünen Punkte unten links, also in aktivistischen Gruppen zum Beispiel oder in der Kunst, in der Kulturszene, da werden neue Lebensentwürfe ausprobiert. Das ist so wie ein Probewohnen in der Zukunft. Und wenn es überzeugend ist, dann wird es hochskaliert auf die Ebene des soziotechnischen Regimes, also auf die gesellschaftliche Ebene. Und dazu gehört einerseits, dass etwas zum Beispiel zum Trend wird, dadurch, dass wir es viel verbreitet haben, es sozusagen zur sozialen Norm geworden ist, oder dadurch, dass Politik es als Gesetz verabschiedet und sagt, das ist die neue Art, wie wir das machen. Und darauf kann man natürlich mit dem politischen Engagement auch hinarbeiten, dass Politik diese Dinge als neuen Standard setzt. Das geht am schnellsten. Und zum Beispiel auch über eine Verschiebung von Diskursen, also den Debatten, die wir in einer Gesellschaft haben. Dafür gibt es den Fachbegriff des Overton Window. Overton war der Typ, der das so beschrieben hat. Er sagt, es gibt bestimmte Debatten und Denkweisen, die in unserer Gesellschaft üblich sind. Also zum Beispiel, dass es für alles eine technische Lösung gibt und dass es normal ist, Auto zu fahren. Das sind so typische Denkweisen in unserer Gesellschaft. Kann man jetzt hinterfragen, ob das richtig ist, aber das ist die Art, wie wir denken. Das spiegelt sich in der gesetzlichen Ebene wider, die ist so der Konsens, den wir in einer Demokratie haben. Und dann gibt es populäre Meinungen. Und alles, was außerhalb von diesem Fenster von populären Meinungen und Gesetzgebung ist, das ist sozusagen das, in dessen Richtung wir Diskurse verschieben können. Und das ist jetzt sozusagen die Debatte zwischen links und rechts. Beide versuchen, Diskurse in bestimmte Richtungen zu verschieben und die Deutungshoheit über Dinge zu bekommen. Es gibt dann Themen, da sagt man, ja, das ist ein sensibles oder umstrittenes Thema, da kann man umstrittene Positionen zu vertreten, das ist noch irgendwie denkbar, vielleicht auch noch akzeptabel. Und außerhalb von diesen Kategorien ist dann irgendwann das radikale Denken, die radikalen neuen Ideen, die vielleicht in Nischen entstehen. Und danach kommt das Undenkbare, wo man dann sagt, ja, das wird doch niemals so kommen. Und was man dann versucht mit politischem Messaging ist, das Undenkbare denkbar zu machen. Also dieses Fenster so zu verschieben, dass das, was vorher undenkbar war, plötzlich neue Normalität ist. Und alle sich denken, ja, wie konnten wir das jemals anders machen? So. Und das kann teilweise relativ schnell gehen über Social Tipping Points. Das ist jetzt aus der Soziologie. Es gibt nämlich nicht nur im Klimasystem Kipppunkte, wo sich schnell der Zustand verändert, sondern die gibt es auch in sozialen Systemen. Das heißt, an einem Punkt oder bei einer bestimmten Schwelle, wenn wir die überschreiten, kann eine kleine Veränderung eine riesige Auswirkung haben. Und danach haben wir einen Zustand, der ganz anders ist als vorher. Und es geht auch nicht mehr dahinter zurück. Die Digitalisierung ist sowas, was sozusagen die Welt so sehr verändert hat, dass es die vorher nicht mehr dieselbe war wie danach. Oder die Erfindung der Dampfmaschine war auch sowas, wo eine kleine Veränderung riesige Auswirkungen hatte. Mit der Industrialisierung und so weiter. Und Ilona Otto vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung hat sich gefragt, welche dieser sozialen Kipppunkte in unserem System müssen wir verändern, damit wir die Sustainable Development Goals, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen noch erreichen können bis 2030. Und sie hat gesagt, die ersten potenziell sehr, sehr schnellen Veränderungshebel sind einmal das Thema Finanzen, also wofür geben wir Geld aus und wofür nicht. Wenn Subventionen für schädliche Dinge gestrichen werden und das Geld umgeleitet wird in positive Entwicklungen, dann hat das sehr schnell sehr große Auswirkungen. Ich würde sagen, dieser Tipping Point ist tatsächlich schon in Bewegung, weil zum Beispiel BlackRock gesagt hat, die Klimakrise ist eine der größten Finanzrisiken, mit denen wir es zu tun haben. Und die gesagt haben, in sowas investieren wir nicht mehr. Oder es gibt bestimmte Versicherungen, die sagen, wir versichern keine Kohlekraftwerke mehr. Und dann können die halt nicht laufen. Also das sind so Kipppunkte, die in Gang sind und die wir auch unterstützen können, zum Beispiel mit der Frage, woran investiere ich mein Geld?
Bei was für einer Bank bin ich? Was finanziert diese Bank? Es gibt ja Banken, die Waffenhandel und Agrarspekulationen und fossile Infrastruktur finanzieren mit dem Geld, was sie haben. Und ich kann entscheiden, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass das mit meinem Geld gemacht wird und deswegen gehe ich zu einer Bank, die Nachhaltigkeitskriterien hat. Also das geht immer alles im Kleinen und im Großen. Und ein bisschen langfristigere Sachen ist das Thema Energieproduktion, also die Umstellung auf erneuerbare Energien und die Veränderung von Städten. Also die Veränderung dessen, wie wir unsere Häuser heizen und wie die Verkehrsinfrastruktur ist. Das ist das, was beim Thema Carbon Neutral Cities mit drin ist. Und das sind jetzt Punkte, die ein bisschen länger dauern. Also sie sagt so 5 bis 10, manchmal auch 10 bis 30 Jahre. Und ganz oben ist das Verändern von sozialen Normen und von Denkmustern auf der gesellschaftlichen Ebene, die Veränderung auch von Werten. Das ist was eine Generation dauert. Oder große Katastrophenereignisse braucht, die dann Wertepriorisierung verändern. Aber das wünsche ich uns nicht, dass wir so schlimme Dinge erleben, dass unsere Werte einfach kippen. Sondern das braucht einfach lange. Das heißt, das Bildungssystem ist ganz wichtig, das hat sie auch benannt, um eben Menschen zu sagen, was wirklich wichtig ist und dass sie das eben lernen, damit wir entsprechende Normen bekommen. Genau, dann hat sie noch gesagt, was auch relativ schnell wirken würde, wäre, wenn Menschen genau wüssten, wie viel CO2-Emissionen durch zum Beispiel ihren Konsum verursacht werden. Also wenn wir zum Beispiel eine CO2-Ampel auf Produkten hätten und wüssten, okay, das Produkt ist besser als das, dann kann ich besser eine Entscheidung treffen beim Einkaufen. Das geht auch relativ schnell. Und wie wir da hinkommen, ist, indem wir unseren Handabdruck vergrößern, also nicht nur unseren Footprint verkleinern, sondern auch den Handprint vergrößern. Das heißt, auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene etwas bewegen mit unseren Händen. Das heißt, über Dinge sprechen, auf Demonstrationen gehen, mit Politikern sprechen, vielleicht selber in die Politik gehen, Petitionen unterschreiben und so weiter. Also ganz viele Möglichkeiten, was wir tun können, um auf der politischen Ebene etwas zu bewirken, weil eine unglaubliche Kraft daran steckt, wenn wir verstehen, was es heißt, ein Rädchen in einem System zu sein. Das ist etwas, was heute Leute häufig sagen, wenn sie darstellen wollen, dass sie selber nichts bewegen können. Wenn sie sagen, ich bin ja nur so ein kleines Rädchen in einem großen System, dann sage ich, ja, aber du bist ein Rädchen in einem System. Und wenn du dich anders drehst, dann drehen die anderen sich auch anders. Und natürlich können wir nicht vorhersagen, wie dieser Wandel aussehen wird, bis ins Allerkleinste, weil es sehr, sehr viele Faktoren gibt, die diesen Wandel beeinflussen. Aber du bist einer davon. Und da steckt eine unglaubliche Macht drin, wenn wir anfangen, etwas zu tun. Weil die Zeit zu handeln jetzt ist. Und wer auch immer sie sind, was auch immer sie tun und was auch immer sie können, sie sind genau die richtige Person, um anzufangen. Dankeschön. Persönlich gut gefallen hat, das ist die Verknüpfung von psychologischer und gesellschaftspolitischer Vorgehensweise. Denn wir als Movement Center setzen sehr viel auf gesellschaftspolitische Veränderungen. Die Verknüpfung habe ich sehr spannend gefunden. Ehe ich Fragen stelle, wollte ich nur noch mein Lieblingsbeispiel geben, wo du vorhin die zwei zitierst hast. Aber es ist von einer deutschen Musikgruppe. Ich hatte das letztens schon mal genommen. Ich finde es so ganz toll. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Scheißegal, ich muss das trinken. Ich finde das ganz super. Dann geht's los mit Anmerkungen, Fragestellungen. Ich glaube, wir schaffen das ohne Mikro, also wir können das daneben, aber ich glaube, es geht auch so. Da hinten sind so Bewegungen, aber keine Finger, oder doch? Das ist immer die erste. Jetzt aber. Okay, ich mache die erste. Katharina, kannst du zurückgehen zu deiner Folie von der gesellschaftlichen Veränderung? Da hat mich nämlich total irritiert. Die jetzt? Ja. Also in Luxemburg sind National- und Kommunalwahlen nächstes Jahr. Mhm. Und die politischen Entscheidungsträger brauchen ja Akzeptanz. Wir hätten ja gerne, dass die anderen Entscheidungen treffen, die brauchen Akzeptanz. Das, was ich etwas störend empfinde, das ist, dass wir setzen auf Werte. Wenn die Werte sich erst in 30 Jahren verändern,
wie kriegen wir dann heute den Finanzmarkt reformiert? Also ich würde tatsächlich in Frage stellen, ob die Werte sich nicht schon verändert haben, weil noch, also vor Fridays for Future und dem ganzen Movement, ich fest davon ausgegangen wäre, dass wenn wir eine Pandemie haben oder wenn ein Krieg auftaucht, dass das Klimathema den Leuten wieder egal ist. Das ist aber nicht so. Und bei der Finanzkrise 2010 in Europa war es noch so, dass das Klimathema wieder von der Agenda verschwunden ist nach der Konferenz in Kopenhagen. Aber jetzt nicht. Jetzt reden die Politiker immer noch davon. Ich glaube, dass wir tatsächlich da schon einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft hatten, weil das Thema weiter debattiert wird. Zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Luxemburg ist. Damit kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus. Aber ich glaube, dass diese Werte schon dabei sind, sich zu verändern. Ich habe eine zweite Frage, weil ich auch sehe, dass Kollegen hier sind von der Weltbewegung, das ist falsch, dritte Welt. Aber wir hatten neulich einen anderen Vortrag, da wurde gesagt, wenn sich Menschen als Weltbürger so empfinden, dann ist ihnen trotzdem die globale Dimension und die globale Gerechtigkeit sehr wichtig. Ich habe ehrlich gesagt ein kleines Problem, wenn so gesagt wird, wir müssen den Menschen sofort mit ihm ansprechen und die globale Gerechtigkeitsfrage spricht nicht so an. Ist das wirklich fachlich so unterlegt? Denn diese Kooperations-ONGs machen doch eine fantastische Arbeit und haben viel erreicht. Woher kommt denn das? Haben wir nicht trotzdem eine gute menschliche Seele? Alle Menschen sind der Meinung, sie sind moralischer als die anderen. Das ist auch so ein Forschungsergebnis. Doch, wenn man Leute fragt, wie egoistisch oder nicht egoistisch bist du so, dann sagen sie, ich bin schon ziemlich empathisch. Ich bin sehr mitfühlend. Und wenn man sie dann fragt, und wie ist das bei deinen Nachbarn, dann sagen die, ja, der ist nicht ganz so mitfühlend wie ich. Und das ist immer so, aber wenn man den Nachbarn fragt, sagt er dasselbe. Also Menschen denken immer schlechter über die anderen, als sie eigentlich sind. Das ist ein Problem. Und also das Problem, was du ansprichst, hat verschiedene Faktoren. Also die eine Frage ist ja auch dieses, mit wem identifiziere ich mich, als welche Gruppe fühle ich mich. Das habe ich ja bei den Reaktionsphasen auf Krisenereignisse schon erklärt, dass wenn wir uns als Gemeinschaft fühlen, die zusammen in dieser Krise stecken, dann helfen wir uns gegenseitig. Und die Frage ist, auf welcher Ebene definiere ich meine Zugehörigkeitsgruppe, meine In-Group? Sehe ich mich als Luxemburger und nur Luxemburger sind für mich wichtig und wenn der Franzose kommt, um hier zu arbeiten, dann finde ich den doof? Oder verstehe ich mich als Europäer oder verstehe ich mich als Weltbürger oder empfinde ich mich als Lebewesen auf diesem Planeten? Also wo ist meine Identifikationsebene? Weil diese Zugehörigkeitsgruppe dann beeinflusst, wem ich helfe und für wen ich mitfühlend bin. Das ist dieses In-Group- und Out-Group-Denken, also Gruppen, denen ich mich nicht zugehörig fühle, von denen ich mich abgrenze, zu denen bin ich gemeiner. Und man kann Menschen mit der Art, wie man sie anspricht, in ihrem Denken auf eine andere Ebene holen. Also zum Beispiel gab es ein sozialpsychologisches Experiment, wo man Menschen, Fußballfans gebeten hat zu kommen, um an einem psychologischen Experiment teilzunehmen. Und den einen hat man gesagt, wir haben dich als Manchester United-Fan eingeladen. Und dann kam der sozusagen über den Flur und dann kam ihm ein Liverpool-Fan entgegen in einem entsprechenden Trikot. Und der ist gestolpert. Das war ein Helfer von dem Wissenschaftler. Und wenn man demjenigen gesagt hat, du bist ein Manchester United-Fan, deswegen haben wir dich eingeladen, dann hat er dem Liverpool-Fan nicht geholfen. Wenn er ihm gesagt hat, wir haben dich als Fußballfan eingeladen, dann waren sie zusammen eine Gruppe und dann hat er denen geholfen. Also es ist immer, wenn man denselben Menschen mit unterschiedlichen Identitäten anspricht, dann kann man unterschiedliche Verhaltensweisen provozieren. Und das ist sozusagen das, was wir in so einer Kampagne dann schaffen müssen, dass wir die Menschen als Weltbürger ansprechen. Und das ist auch wieder eine Frage von politischer Ideologie, ob ich überhaupt bereit bin, mich auf dieser Ebene zu identifizieren oder nicht. Aber bei sehr vielen Menschen, würde ich sagen, kann das funktionieren, wenn man sozusagen dieses In-Group-Menschheit framed, dass solche Messages sie dann erreichen. Ja. Okay, also eine Frage an die Psychologin. Manchmal hört man folgende Argumentation. Sie reden über Klimaschutz und ein anderer antwortet, Klimaschützer stellen sich da als Weltretter, aber sie wissen ganz genau, dass ihr Handeln überhaupt keinen Impact hat, weil das ja so ein kleiner Beitrag ist, weltweit
global gegenüber Amerika, gegenüber Europa, gegenüber China. Und also ist ihr Handeln nur scheinheilige Heuchelei, weil sie tun das nicht, um damit was zu erreichen, das ist sowieso nicht möglich, sie tun das nur, damit sie sich selbst besser fühlen. Mhm. Was antworten Sie darauf? Ich würde, glaube ich, also das Geheimnis von Psychologen ist, dass wir nicht antworten, sondern Fragen stellen und zuhören. Das ist sowieso mein Nummer 1 Tipp für Klimakommunikation, dass man eher versucht, dem anderen zuzuhören und zu verstehen, als ihn zu überzeugen. Ich glaube, ich würde den Menschen fragen, wie er zu dieser Ansicht kommt. Und dass es für mich total frustriert klingt, was er da sagt und was seine Frustration eigentlich ist. Und dann kann er sagen, ja, ich denke auch immer, ich kann nichts tun. Dann kann man sagen, okay, also eigentlich geht es darum, dass du dich ohnmächtig fühlst. Was würde dir denn helfen, das Gefühl zu haben, dass du das tun kannst? Und dann ist man bei einem ganz anderen Thema. Was macht ihr jetzt bei den RTLU-Kommentaren? Ich würde Sie bitten, uns einen Tipp zu geben, wie man den inneren Rebound-Schweinehund überwinden kann. Also nach dem Motto, ich war diesen Sommer nicht mit dem Flugzeug geflogen, also darf ich diesen Winter meine Wohnung auf 23 Grad heizen. Ich glaube, erstmal ist es wichtig, über diese Effekte Bescheid zu wissen und dann ganz ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, okay, merke ich gerade, dass ich mir das erlaube, weil ich vorher was richtig gemacht habe und sich dann ehrlich die Frage zu stellen, ist das wirklich so? Also ich glaube, da muss man einfach ehrlich mit sich selber sein. Ja, Logi ist noch super. Gibt es Bildungssysteme, in denen zum Beispiel das überwiegend mehr geglückt ist, ein Weltbürgerbewusstsein zu schaffen? Oder gibt es darüber keine Studien? Gibt es da größere oder kleinere Erfolge? Ich kenne keine Studie dazu. Okay. Also kann ich leider nichts zu sagen. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Also, ich weiß nicht, ob das richtig interpretiert haben. Sie haben gesagt, ja, dass dann die Menschen, wenn sie mehr Stress kriegen, also unschön miteinander umgehen, ne? dass sie dann Zustände bekommen. Also ich setze da entgegen, dass die Leute auch in Krisensituationen eigentlich positiv handeln. Und im Grunde, und ich referiere da auf ein Buch von Rutger Bregman, im Grunde gut. Ja. Ne? Und da gibt es auch viele Studien, die er da aufzählt, ne? Dass die Leute in bestimmten Situationen doch kooperativ sind. Zum Beispiel eine Studie, dass Leute in versteckten Kameras, wo man beobachtet hat, dass Leute auch geholfen werden, wenn die irgendwo auf dem Gehsteig hinfallen und so. Und dann glauben die Leute, ja, da hilft ja niemand. Ne? Über 90%, ob das in Kapstadt war oder in Wien oder in sonst in einer Großstadt, haben die Leute geholfen. Also über 90% waren eigentlich ganz positiv. Da gibt es x Beispiele dazu. Ja. Und ich glaube auch, dass mit dem Kolumbus auch vorher hat es schon Gesellschaften gegeben, die sich selber zerstört haben. Also Ostindien ist ein gutes Beispiel und auch in Südamerika. Also auch vorher haben die Leute auch schon sich selber zerstört und mit auch ökologischen Folgen, die dann dazu geführt haben, dass Leute nicht mehr zusammenleben konnten und dass die Kultur eigentlich auch gestorben ist. Und zu ihrem Wiener Spruch, also es gibt auch einen anderen Spruch, heute stehen wir am Abgrund und morgen sind wir ein Stück weiter. Also ich glaube, erstmal ist wichtig, in welcher Phase der Krise befinden wir uns gerade. Die Beispiele, die Rutger Bregman gebracht hat, zum Beispiel diese Bystander-Effekt-Sachen, von die man stützt und Leute helfen oder sie helfen halt nicht, weil sie denken, niemand anderes hilft. Das ist was sozusagen sehr nah an dem Impact ist, wo wir noch in der Phase sind, wo wir uns verbunden fühlen und mit dem anderen mitfühlen und helfen wollen. Es gibt aber eben diese Outgroup-Phänomene, wo man dann sagt, nee, du gehörst nicht dazu, dich will ich hier nicht haben, deswegen helfe ich dir nicht. Und das sind die sozialen Zerwürfnisse, vor denen ich Angst habe und wo Menschen auch feindselig werden. Das ist aber auch eine Frage von, welche Narrative haben wir in unserer Gesellschaft, und das ist ja das, was Rutger Bregman auch so beschreibt, dass er sagt, wir erzählen uns seit Jahrhunderten in der Philosophie, dass Menschen egoistisch sind. Und deswegen habe ich das mit der Empathie und dem Egoismus mit mir und den Nachbarn auch gesagt, weil wir uns immer erzählen, alle anderen sind egoistisch, also lohnt es sich nicht, mitfühlend und hilfsbereit zu sein. Das ist irgendwie ein kulturelles Narrativ, was wir haben, was aber Quatsch ist, weil es eben diese Erkenntnisse aus der Forschung gibt, dass Menschen eigentlich kooperativ sind und sich gegenseitig helfen. Und deswegen müssen wir uns auch andere Geschichten darüber erzählen, wie Menschen eigentlich sind
und dass wir uns gegenseitig helfen und dass wir empathische Wesen sind. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir in Krisen dann diese Identitätsanteile auch aktivieren und dann auch so handeln. Und die Medien natürlich. Absolut, die Medien haben einen wesentlichen Einfluss. Also was mir zum Thema Schritte immer einfällt, also wir hatten das vorher mit, wir stehen am Abgrund und gehen einen Schritt weiter, ist die Eschterdacher Springprozession. Also das hilft mir immer so ein bisschen 2 Schritte vor, super, okay, dann geht es wieder einen zurück, und dann denke ich immer, es ist ja nur einer zurück, morgen geht es wieder 2 Schritte vor. Und das hilft mir eigentlich immer so ein bisschen, diese Geschichte. Ja, schönes Beispiel, ja. Danke für diesen sehr interessanten Vortrag. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Ja. Ich fange mit der Anmerkung an. Könnten Sie bitte nochmal auf die Folie zurückgehen, wo Sie über die gesundheitlichen Folgen gesprochen haben? Oh Gott, das ist sehr weit zurück. Ja. Da. Und zwar, ich habe es übersehen, ich habe mal gelesen, ich bin nicht Wissenschaftler, anscheinend gibt es einen Ausblick auf, ich sag mal, 50 oder 100 Jahre, wenn die CO2-Konzentration weiter steigt, wird der globale durchschnittliche IQ runtergehen. Davon habe ich noch nie gehört. Finde ich sehr spannend. Ich suche mal nach einer Studie. Ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe, aber ich glaube nicht, dass es Also ich finde, wenn es so wäre, fände ich das sehr spannend, die Erklärung dazu zu lesen. Ich suche es nach, wenn ich es finde, schicke ich es. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Aber der Ausblick ist nicht gut, wenn das zutreffen sollte. Ja. Dann geht das Fenster, wo wir das Problem noch lösen können, geht rapide zu. Ja, die Frage, die ich anschließend habe, das geht wieder auf diese Geschichte mit den Technikglauben, das Sie auf einer Folie auch gezeigt haben. Wie bewerten Sie den Einfluss dieser Silicon Valley Vordenker aller Elon Musk, wie sie alle heißen, als Rollenvorbilder und als Vorgeber von Visionen? Was fällt Ihnen dazu? Also keine Rückfrage. Elon Musk. Fragen Sie mich jetzt nicht persönlich oder aus psychologischer Sicht. Also die Frage ist ja, welche Narrative bedient er? Und ich glaube, dass er ein sehr hierarchisches Denken propagiert. Ich glaube auch, dass er ein sehr technikorientiertes Denken propagiert. Und ich glaube, dass seine Lösungen an dem Problem vorbeigehen. Also gibt ja diesen einfachen Spruch, no jobs on a dead planet. Und ich glaube, das gilt auch für einen Elon Musk. Natürlich werden wir technische Lösungen brauchen. Das ist auch mittlerweile im IPCC mit eingerechnet, dass wir irgendwann Technologien haben, die über Bäume hinausgehen, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen, weil wir sonst es nicht mehr schaffen, die Kipppunkte zu vermeiden. Also wir brauchen diese Technik leider mittlerweile, aber ich glaube, dass auch dieser Technikglaube und dieses immer schneller, immer höher, immer weiter und immer mehr, dass das uns in dieses Problem geführt hat und dass er deswegen ein schlechtes Vorbild ist. Es gibt ja, ich stelle die Frage einfach offen in den Raum hier, es gibt ja eine sehr interessante Parallele zwischen Greta Thunberg und Elon Musk. Dass sie medial präsent sind, oder was? Soweit ich das verstanden habe, haben beide Asperger. Also bei Elon Musk weiß ich das nicht. Er hat das selber in einer Sendung in den USA sozusagen preisgegeben. Ja. Bei Saturday Night Live hat er das irgendwie zum Besten gegeben. Ja, also ich meine, das ist ja die Frage, welcher. Also ich glaube, dass es auch sehr viele Mythen darüber gibt, was Asperger-Autismus eigentlich ist und was das bedeutet. Also mittlerweile denkt man auch nicht mehr in Kategorien wie frühkindlicher und atypischer Autismus und Asperger-Autismus, sondern mittlerweile weiß man, dass Neurodiversität ein Spektrum ist und dass wir alle mehr oder weniger autistisch oder neurotypisch sind. Das heißt, es kann natürlich sein, dass Herr Musk und Greta Thunberg weiter auf dem Spektrum Richtung Autismus unterwegs sind. Aber das hat ja nur Auswirkungen darauf, zum Beispiel, wie gut sie in der Interaktion mit anderen Menschen Emotionen erkennen können und wie gut sie zum Beispiel Ironie verstehen oder... Die
Frage, die ich mir... Entschuldigung, zu komm, wir lassen noch andere Fragen. Ja, ich schließe ab. Die Frage, die ich mir zu dieser Info mit dem Münzberger halt gestellt habe, ist, wie kann man sich das plausibel erklären, dass gerade diese beiden Persönlichkeiten, die schon ein bisschen auf entgegengesetzten Enden bei dieser Thematik sich bewegen, dass die in der Weltöffentlichkeit ausgerechnet so nach oben gespielt wurden? Das wäre die Frage. Ich glaube, das hat mit dem Autismus nichts zu tun. Bitte, nein. bitte, bitte. Wir können das nachher beim Wein noch besprechen. Ja, nachher. Doris, was ist dein Gefangener? Übrigens, der rasch junge Mensch, der das Mikrofon hat, ist der neue Kommunikationsmensch beim Movement. Er ist Julian, der jetzt bei der Sozialinitiative in seiner Heimatgemeinde Esch arbeitet. Und Julian ist tusch neu bei uns. Und dann haben wir ihn den mal gesehen. Pardon, ist tusch neu bei uns. Pardon. Doris. Danke. Vielen Dank auch für diesen Vortrag. Ich fand diese Folie auch extrem interessant, eben die Verknüpfung auch mit der Klimakrise, dem Klimawandel, eben mit den Krankheiten, sowohl physischen als auch psychischen Krankheiten. Und ich frage mich, haben wir heute nicht noch zu sehr ein Silo-Denken? Wir denken Gesundheit, wir denken Klima. Soweit ich mich erinnere, im Luxemburger Klimapakt ist das Thema Gesundheit nicht vorhanden. Verknüpfen wir das zu wenig? Es ist ja in unseren Hinterköpfen irgendwie drin, dass das auch eben eine Auswirkung hat, aber irgendwie verdrängen wir es zu viel. Und ja, zum Thema Empathie auch ein gutes Beispiel ist dann, wenn die Ozonwerte im Sommer hoch sind und man sagt dann, okay, Autobahn 90 km/h statt irgendetwas darüber, da sieht man ja auch, wie viele Leute sich daran halten und wie viele nicht. Und ich glaube, es ist nicht jedem bewusst, dass eben ältere oder kranke Menschen dadurch eben Probleme mit der Atmung zum Beispiel haben. Müsste man mehr darauf noch hinarbeiten, damit es uns bewusster wird, was eigentlich auf dem Spiel steht? Also ich glaube, dass das Gesundheitsthema ein sehr dankbares Thema ist, weil es uns alle betrifft und weil es für alle Menschen wichtig ist. Also das ist etwas, was Climate Outreach in einer Studie herausgefunden hat, dass Gesundheitsthemen das sind, was viele Menschen bewegt in Bezug auf die Klimakrise. Also wenn wir diese Zusammenhänge mehr kommunizieren, dass mehr Menschen dadurch berührt werden, weil es uns allen wichtig ist. Das ist sozusagen ein gemeinsamer Wert, mit dem wir viele Leute bewegen können. In dem Sinne würde ich sagen, ja. Ich wollte noch was sagen, aber das ist jetzt gerade weg. Ist egal. Aber wie vermeiden wir da, also bei dieser Folie wurde mir besonders schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, da kamen fast so alle Drachen raus, die du da erwähnt hast, von Blockade, ich möchte das nicht hören. Da habe ich mir gedacht, wie wendet sie jetzt ihre 7 Drachen bei ihrer eigenen Folie an? Wie kann man sowas kommunizieren, ohne dass man da wirklich den Eindruck hat, ja, unser Gesundheitssystem hat viele Vorteile, hat aber viele Probleme, das kriegen wir ja nie in den Griff, habe ich gedacht, als ich die Folie gesehen habe. Wie fängst du das auf, in so einer konkreten Sache, wo man sich so... Wie kann man das kommunizieren, ohne dass das... Also erstmal ist diese Folie eigentlich eher als eine Drachenzähmer-Folie gedacht, weil sie die psychische Distanz überbrückt, weil plötzlich das Thema sehr nah ist und wir merken doch, ich bin betroffen, es ist mir wichtig, deswegen ist diese Folie so wichtig. Und ich glaube, dass es schon auch wichtig ist und den Menschen zumutbar, dass man die Wahrheit sagt. Und was aber wichtig ist, ist immer dazu zu sagen, was kann ich tun, und das war ja der zweite Teil des Vortrags. Also, die das daran sehen kann, dann auch hinterher. Okay, ja, das sind diese potenziellen Auswirkungen. Ein Teil davon ist schon real, ein Teil können wir noch verhindern, wenn wir jetzt aktiv werden. Und ich habe ja was dazu gesagt, was wir tun können. Okay, das ist richtig. Ich habe einen kurzen Kommentar. Ich fand die Übersicht sehr gut, aber was mir fehlte, war die Ernährungssicherheit und sauberes Wasser. Ja, das, was da unten steht, oder? Ja, so ein bisschen klein, aber ich glaube, Ernährung oder Ernährungssicherheit wird in Zukunft ein großes Problem sein, besonders in Afrika, wo wahrscheinlich der einzige Kontinent, wo die Bevölkerung noch wachsen wird. Das ist ja jetzt schon ein Problem in Teilen von Afrika. Ja.
Das haben wir auch im Ukraine-Krieg erlebt, also was es dann bedeutet, wenn ein Land plötzlich nicht mehr so Getreide produzieren kann, wie das sonst gedacht ist in diesem komplexen System. Also da werden uns diese Intersektionalitäten plötzlich sehr bewusst, die Zusammenhänge, die es in einem globalen System gibt und die Abhängigkeiten, die damit einhergehen. Ich glaube, wir sind uns einig, wie dramatisch die Frage der Ernährungssicherheit ist. Katrin? Kommt jetzt die kritische Frage, die du vorhin angekündigt hast. Genau. Ich habe sie bis zum Ende aufgespart. Nee, ich habe mich nämlich gefragt, also ich habe schon das Gefühl, dass wenn man Klimakommunikation macht, dass es nicht nur davon abhängt, was man sagt, sondern auch, wer es sagt, ob es dann auch wirklich ankommt und wie man das eigentlich umgehen kann, dieses, dass man sofort, oder ich weiß nicht, vielleicht ist das nur auch meine Auffassung, aber dass man dann in eine Schublade gesteckt wird und sozusagen, ja, die Person, die mir das gerade sagt, ist ja eh in dieser Öko-Links-Bubble, vielleicht, ja, sagt sie das auch nur deswegen und es ist dann schwer, schwerer, Menschen dann zu überzeugen, als wenn sie einen vielleicht als neutrale Person gesehen hätte. Absolut, weil das sozusagen dazu führt, dass sie es in ihrem Weltbild in eine bestimmte Richtung einsortieren und bestimmte Frames aktiviert werden. Dazu kommt bei dir auch noch, dass du eine Frau bist und dass du eine junge Person bist. Das ist besonders schwierig. Ja, habe ich auch, danke. Und wie kann man das? Naja, ich glaube, dafür ist das wichtig, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wir müssen fragen, wer ist der richtige Botschafter für meine Message, für diese Zielgruppe. Und ganz plakativ konservative alte Männer, da sind wir vielleicht nicht die richtige Botschafterin für, sondern da muss es eben ein konservativer alter Mann sein, der das sagt. Und im besten Fall dann vielleicht noch jemand mit einem bestimmten Autoritätslevel, weil das ist etwas, was Konservative sehr beeindruckt. Also jemand mit einem Doktortitel oder ein Professor oder in einem weißen Kittel. Als Arzt hat man auch eine Glaubwürdigkeit. Ja. Und da bietet sich das Gesundheitsthema wieder sehr an. Wenn Ärzte über die Klimakrise als Gesundheitsgefahr kommunizieren, perfekt. Weil also Gesundheitspersonal insgesamt in der Gesellschaft einfach ein hohes Vertrauen hat. So nach dem Motto, die sind nicht so ideologisch geprägt. Sollen wir uns jetzt zurückziehen? Nein, absolut nicht. Die eine Frage ist ja, will ich Mehrheiten bewegen und wen will ich überzeugen? Und die andere Frage ist ja von, was ist meine Aufgabe in der gesellschaftlichen Transformation? Und ich glaube, die Aufgabe von Organisationen wie IHRA ist, diese Nische zu sein, in der Lösungen gezeigt werden, in der Sachen ausprobiert werden, in der neues Denken entwickelt wird, was man dann auf die Gesellschaft hochskalieren kann. Die 10 bis 25% der Bevölkerung zu sein, die es braucht, um einen Social Tipping Point auszulösen. Das ist das, was solche Organisationen auslösen können. Und man muss nicht die Mehrheit mitnehmen, man muss auch nicht die ganz an der anderen Seite vom Overton Window mitnehmen und erreichen. Das schaffen wir nicht, aber das brauchen wir auch gar nicht für die Veränderung. Es war irgendwo noch eine... Nee? Mir ist noch eingefallen, Sie haben das Gehirn gezeigt am Anfang. Ja. Kopf. Es gibt einen schönen Spruch von einem Kind, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Das Gehirn ist ein komplexes Organ, deswegen benutzen das so wenige. Dem würde ich nicht zustimmen. Aber unser Gehirn hat halt leider auch so seine Fallstricke. Es ist nicht perfekt. Es ist evolutionär für andere Situationen ausgerüstet als die Klimakrise, die wir gerade erleben. Leider. Und ich finde, das macht uns aber auch irgendwie sympathisch als Menschen. Wir sind sehr liebenswerte Mängelwesen. Also, ja, sehr herzlichen Dank, Katharina. Ich glaube, es war ein sehr interessanter, anregender Vortrag für uns alle. Für jeden, es wurde auch übersetzen online, aber es ist schon erzählt, man den will gucken. Und auch die PowerPoint-Folie setzen online, die werden nachgucken. Und auch wenn du gesagt hast, Alkohol wäre nicht so gut, in Maßen genossen tut ja der Seele trotzdem gut. Und wer Lust hat, trinkt ein Glas Wasser. Das kommt auch an, warum man trinkt. Wenn man trinkt, um den Kummer wegzumachen, würde ich es nicht empfehlen. Wenn man trinkt, weil es so schön ist, mit anderen Leuten zusammen was zu machen, dann ist es. Wir sind beim letzten. Danke. Vielen Dank, dass du das